Das ist voraus als Meinung noch ungerechtes System, wie momentan funktioniert, weil nicht eng richtig als Meinung gerecht Abwendung können, weil am von die Leute, die wenig mit dem Auto fuhren, an so wenig Kilometer und man so wenig CO2 ausstoßen, aber genauso hart bestraft wie Leute, die ganz viel damit fuhren. Die Menge mir, dass das Prinzip der Prosch, die hat die Regierung gerollt, dass am Fond Leute gestraft gehen, die einen CO2-Ausstoß machen, mehr Leben geben umgesehen, die sind, dass die Leute belohnt gehen, die ein etwas geben, gegen Männer CO2-Ausstoß machen. Dafür gibt es mir gesehen, dass die über den Weg vom Ausschaffen von Auto bei der TVA gibt gehen, dass den Primärgif ausbauen für die Leute, die ein Auto geben sich ausschaffen, die Männer Emissionen ausstoßen, ab Platz, dass man ein System gewählt tun, wo eben immer Leute müssen mehr bezahlen, also gestraft gehen. Wenn ihr noch guckt, was der Staat daneben über die Automobilisten ragt, der Länge dadurch, dass auf der Welt mehr Petrolpreise an Blut gegangen sind. Aber wenn sie an Blut gehen, dann der Staat auch logischerweise, konsequenterweise mit TVA kriegt. Präsetten auf der TVA, auf dem Benzin an Petrol, die sind beim Staat von 2004 von 165 Millionen Euro am Jahr 2006 auf 187 Millionen Euro an Blut gegangen. Also allein auf dem Punkt wird der Staat über 2 Jahre 22 Millionen mehr TVA gekriegt, die auch das Auto vorher müssen bezahlen. Wir wissen, dass 2006 der Staat 826 Millionen Euro als Akzisen gekriegt hat, die wir wohl mussten am Kader von ÖBL delen. Wir wissen aber auch, dass der größte Teil von den Akzisen am Land bleiben. Aber wir wissen, dass sie pro 1000 Liter den 1. Januar 2008 an Blut gehen und dass sie bis 2012 nach Werte weiter an Blut gehen. Also dass sowieso die Leute, die fuhren, an die viel fuhren, über den Weg von den TVA an den Akzise ja mehr Gelder an Staatskäse ranbringen. Aber wenn ihr da wisst, dass die Erhöhung von der Autosteuer den Staat 32 Millionen ranbringt, da kann ich am Anfang so durch die automatische Augmentationen, die in H4 gesehen sind, kriegt die Staatschaft bei weitem mehr ran, wie über die Augmentation von den Autosteuern. Und dafür muss ich effektiv vorstellen, ob es richtig ist, dass wir die Autosteuer weiter erhöhen, oder ob ihr nicht geht, auf der anderen Seite über den Weg von der TVA und Akzisen dasselbe kriegen, und dann eben die Leute treffen, die auch viel fuhren, ab dass die Leute, die wenig fuhren, mehr hart getroffen gehen, wenn sie ein Auto haben, die vielleicht mehr CO2 ausstellt. Wir sind also der Meinung, das Prinzip, dass die nicht Leute soll bestrafen, sondern dass die Leute soll belohnen, die etwas gegen CO2-Ausstoß machen.